Fundraising intensivieren. Wir probieren kreative Möglichkeiten aus, wie der Kirchgemeinde mehr finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden können. Zuerst zum Fundraising allgemein. Beim Fundraising gibt es klassische Möglichkeiten wie Spendenläufe, Galakonzerte oder Galadinner. Oder auch die Möglichkeit, über eine Crowdfunding-Plattform im Internet Geld zu erbeten. Hier noch ein Fun Fact. Ich dachte immer, man spricht Wehmachkeit aus wie Sicherheit oder Freiheit. Doch es ist Englisch und heißt We Make It. Wenn der Geldbetrag gespendet wurde, wird daraus We Made It. Das Fundraising unterteile ich grob in Fundraising für Personen sowie Fundraising für Gebäude bzw. Sachen. Fundraising für Personen. Einige Kirchgemeinden betreiben bereits einen Förderverein oder ein Förderkonto, um mehr Geld und damit Stellenprozente für kirchliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu generieren, beispielsweise für eine Sozialdiakoniestelle in Ausbildung. Die Gefahr von Missverständnissen kann aber erhöht sein, wenn eine Kirchgemeinde eine doppelte Leitungsstruktur führt mit einer Kirchenleitung und einem Förderverein, der Mitspracherecht bei der Anstellung kirchlicher Mitarbeiter hat. Deswegen empfehle ich ein Förderkonto. Das ist praktischer gemäß dem KISS-Prinzip Keep it simple and stupid. Das Förderkonto ist ein Lohnkonto, über das zum Beispiel eine Praktikantin angestellt ist. Im Kanton Aargau und vielen anderen Schweizer Kantonen sind Spenden an das Förderkonto steuerabzugsberechtigt. Weitere Auskünfte zum Förderkonto und Förderverein erteilt gerne die Gemeindeberatung deines Kantons oder deines Bundeslandes. Fundraising für Gebäude bzw. Sachen. Fundraising für Gebäude kannte ich lange Zeit nur von katholischen Kirchen, besonders von Kathedralen. Als ich vor 15 Jahren einmal eine Stadt bereiste, es war wohl Rom oder Wien, war ich überrascht, einen elektronischen Zahlungsapparat für Spenden in einer Kirche zu sehen. In einer evangelisch reformierten Kirche habe ich dies bisher noch nicht gesehen. Hilfreich ist es auch, beim Fundraising für Gebäude bzw. Sachen einen positiven und emotionalen Zugang für Spenderinnen und Spender zu schaffen. Beispielsweise Fonds Freunde der Orgel oder Freunde des Kirchturms oder Freunde der Kirchturmuhr. Zusammenfassung zum Fundraising. Wir müssen keine Angst haben vor dem Scheitern, sondern Gott vertrauen. Einmal mutig einen Versuch wagen, ihn auswerten, verbessern und nochmals ausprobieren. Was Michael Moynaff zum Aufbau christlicher Gruppen schreibt, gilt auch beim Fundraising allgemein. Probieren Sie also einfach etwas aus. Das Normale in zunehmender Qualität ist das Geheimnis, las ich als Fazit des Kirchgemeindeaufbaubuches von René Christen. Geduld ist gefragt. Positive Änderungen brauchen mindestens 5 Jahre, um in einer Kirchgemeinde greifen zu können. Wenn dir dieses Video gefallen hat, leite es bitte weiter und abonniere meinen Kanal. Vielen Dank. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Kirchgemeindeaufbau.